Tja, und da sind wir plötzlich wieder im Kampf gegen Philippa Eilhart. Hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Oh mein Gott, was ist passiert? Ja, es ist vieles passiert. Es ist Vorbereitung, was? Also morgens um 6. so. Ja, kurze Randbemerkung. Das kommt ein bisschen auf den Sack hier. Es ist wie folgt. Ja, ich habe mittlerweile Folge 96 bis 101 aufgenommen. Das war inklusive Folge 100, weil ich ein bisschen länger machen wollte. Waren es ungefähr 3,5 Stunden, die ich aufgenommen habe, bis ich dann gemerkt habe, ups, es hat es mir gar nicht aufgenommen, weil die Festplatte bereits voll war. Ja, ganz toll. Das heißt, ich darf jetzt halt nochmal nachspielen. Ja, deswegen, ja, also es ging vor allem um die Quests hier, jetzt Vorbereitung, sprich alles hier, sowohl mit Jennifer, Margrethe, also mit Triss, Philippa, gut, das hatten wir bereits, das mit Ablach und so weiter, das mit Ciri noch. Das spielen wir uns alles nochmal nach. Das ist, ja, 20% ist das doof, 20% nicht, weil, vor allem jetzt hier, ist eine gute Frage, wieso bin ich eigentlich wieder hier bei Philippa? Das liegt daran, weil wir im letzten Part, sprich Folge 95, wo es hier um Dijkstra ging, haben wir einen... Dankeschön, Philippa. Haben wir einen üblen Fehler gemacht, den ich jetzt noch korrigieren muss. Den hätte ich sowieso korrigiert, aber, also korrigiert gehabt, wohl eher jetzt in der Vergangenheit gesprochen. Aber gut, mach das Ganze halt nochmal. Weil Dijkstras Bein zu brechen war doof, vor allem wenn es um Radovid geht. Das hätte ich nicht tun dürfen. Hör auf, dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen, sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Genau, und die Szene haben wir jetzt ein paar Mal auch gesehen, nur habe ich mich da dazu entschlossen, ihm beiseite zu stoßen, was ich nicht wusste, dass Geralt ihm daraufhin gleich mal das Bein bricht. Und das war ein bisschen sehr, sehr doof, weil damit können wir halt, da haben wir uns die Chance verbaut auf Radovids Quest und ja, und ich meine sowieso Geralt und da mithelfen, Radovid zu ermorden und Radovid im 5. von mir aus, gemäß dem Roman, sag ich jetzt mal, vermutlich eher weniger. Den habe ich mittlerweile auch schon, also zumindest mal 2, 3 davon schon gelesen, inklusive den Kurzgeschichten. Aber, ja, wir zeigen hier jetzt die Spiele und das ist sowieso ein bisschen was anderes. Und, ja, aber sei es drum. Jetzt erstmal geht es ja hier um Dijkstra und Philippa. Du wirst ihr gar nichts zeigen. Ich brauche sie. Das ist mir scheißegal. Ich habe so lange darauf gewartet. Tut mir leid. Außerdem interessieren mich deine Pläne so, wie das Wetter in Mahakam. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Genau, das war ein Fehler. Das heißt, ja, tut uns ein bisschen leid, wenn wir eben hier verraten müssen. Aber keine andere Chance, sonst kommen wir nie an die Quest. Obwohl die Quest, die haben wir gar nicht gemacht, die würde erst bei Folge 102 ungefähr starten. Weil alles andere bis dahin, da bleibt man jetzt ein bisschen schneller anstatt schon bei 101, aber mal gucken, ja. Okay. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. Hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich.
Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn Emhyr zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit 2 Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur 2 Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. Emhyr und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, Emhyr dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er dann nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt dir klar? Ja, danke für deine Hilfe. Portale. Ich hasse Portale. Gut, Freunde, haben wir es endlich geschafft. Das, was wir im letzten Part gemacht haben, können wir jetzt endlich in die Tat umsetzen. Wobei nicht ganz, wie gesagt. Ja, verpatzt haben wohl eher. Genau, Staatsräson. Aber es wird jetzt schon gehen. Jedenfalls, also die Quest können wir eigentlich erst nach der Beginn. Ich weiß nicht, wieso die jetzt bereits hier als aktiv eingetragen ist. Keine Ahnung. Aber ja, wir beginnen sehr, so weil wir das gemacht haben. Da haben wir noch viel vor uns. Ich meine, das mit Triss und Philippa ist jetzt geschafft. Mit denen von Margarita wird relativ easy. Mit Avalach, da wird spannend, kann ich jetzt schon mal versprechen. Wie gesagt, ich habe es bereits gemacht und so. Und ja, war interessant. Und was wir jetzt aber zuerst noch machen, das haben wir natürlich im letzten Part, nicht sogar in den letzten 2, 3, wo war das? Part 93 doch, glaube ich. Wo wir doch noch Imlerit gestellt haben und wie sie mir gerecht haben. Habe ich da einen kleinen Patzer gemacht, auf den ihr mir zum Glück noch hingewiesen habt. Und zwar bezüglich, also hingewiesen habt schon länger natürlich, dass er natürlich alles mögliche plündern soll. Vor allem Leichen und so weiter. Und bei Imlerit habe ich es leider vergessen. Und er hat dort etwas ganz, ganz Geiles hinterlassen, was wir natürlich gleich holen werden. Deswegen muss ich auch der Titel nicht hier der Folge widmen. Also gewidmet habe, war die magische Eichel und so, genau, das ist wegen dem. Mal ganz kurz gucken, doch, da ist der, 90, okay, ja, gut, ja, wir sagen es klappen. Wegen der hier, die Quest, haben wir auch im letzten Part noch angeguckt. Ich blicke gerade, war das wirklich letzte 95? Alter, das ist, ja, natürlich schon 6 Parts aufgenommen hast und nochmal aufnehmen darfst, weil es nicht geklappt hat. Zum Glück habe ich alles gespeichert und so weiter. Ich überlege gerade, doch, das war die, genau. Also die Quest, kann ich schon mal sagen, die können wir aktuell nicht machen. Wir spielen hier Version 1.08 und bei der hat es immer noch einen Bug drin für die Quest. Sprich, wenn wir die starten würden, starten geht, das ist kein Problem, mit der Start zu quatschen, aber danach geht es nicht weiter. Das heißt, wenn man die Quest abschließen kann, ist es bereits verbuggt und so. Und deswegen müssen wir nicht warten, also ganz aufgeben, sie ist nicht wichtig und so. Es hat auch nichts mit Philippa zu tun. Da also man sieht es da rechts, hat es mit diesem einen Buch halt zu tun, mit diesem Cäsar Bilson, das wäre dieser eine Zwerg und ja, dem wir kein Problem. Was wir alles machen wäre natürlich das hier. Das könnten wir eigentlich sogar unterwegs machen, also sprich nach Staatsräson.
Also Plan ist, jetzt gehen wir erstmal zurück zu Imlerits Leiche. Dann machen wir jetzt vorbereiten den Rest. Danach können wir damit die zu Ende bringen, von Schwert und Knödeln. Dann kommt Staatsressort dran und dann halt der Rest hiervon und dann noch ein paar Hexaufträge und so. Und danach... Gute Frage, aber ich glaube, danach muss das Spiel langsam aber sicher mal in die Endphase gehen. Zumindest mal von dem her gesehen, ja. 28, geil! So. Den Punkt lassen wir noch ein bisschen, weil es kann durchaus sein, dass die jetzt falsch verteile. Wie gesagt, ich habe die ja, also habe natürlich schon Printskins gemacht von den letzten Speicherslots, die ich noch gemacht habe. Ist halt Folge 101. Und ich hatte dort eigentlich alles ziemlich gut ausbalanciert und so, würde das deswegen gerne dann noch machen, ja. Sprich, vor allem die ganzen Punkte erst nachher machen. Könnt ihr das jetzt schon? Was seltsam ist, darf ich eigentlich erst später machen. Angeblich. Aber egal. Ja, wir machen erst die hier wieder. Wohl, ne, muss erstmal, wo haben wir hier? Und ihr Söhnchen handelt mit Fistech. Wo zum Henker haben wir hier? Also, guter Tipp, wie gesagt, wenn man halt noch die Möglichkeit hat, Imlerith bereits besiegt hat und mit Ciri quatscht, noch nicht abhauen, weil es gibt dort noch sogar 2 geile Sachen, die man nachholen kann. Das zweite aber so damals, also wie gesagt, damals habe ich schon, ist ein bisschen verwirrend, aber ich habe es eher per Zufall gefunden. Aber es ist echt noch nützlich. So. Also, das machen wir, wie gesagt. Wir vermutlich erst das nächste Part, vielleicht sagen wir der, muss mal gucken. Wo haben wir jetzt hier... Verdammt, wo war jetzt Imlerith schon wieder? Ah, hier unten. Straße im Kallenberg. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo wir Imlerith besiegt haben, im Moment auch, sind wir doch da zurückgegangen mit Ciri. Also runter marschieren, dann kamen dann die Bewohner und sagen, oh nein, die Eiche ist so blass, was sollen wir bloß tun? Und die Quest kann man aber auch anders abschließen, weil wenn man eben Imleriths Leiche geplündert hätte, ja, großer Gott, muss das sein. Kein Bock für euch, so Leute. Bringt nicht so wenig. Dann hätte man eben noch gesehen, dass, oder die Option gehabt, den Bewohnern hier noch etwas anderes zu geben. Komm schon. So. Hat sich in den Arsch gefasst, das hätte ich irgendwie den Arsch aufgerissen. Auch nicht schlecht. Naja, wo ging es schon da entlang? Doch, hier rauf, ja. Alter, was man alles in ein paar Folgen vergessen kann. Ja, es ist zwar ein bisschen übel und so, also es war ein bisschen doof für mich gelaufen, dass da vor allem, ich mache es eigentlich immer so, wenn ich da aufnehme, mache eine schöne Anzeige, von wegen wie viel er sogar hinspeichert. Damit ebenso das eigentlich gar nicht passieren kann, dass die Festplatte voll läuft und so. Aber irgendwie aus einem Grund, den ich nicht genau weiß, ist trotzdem passiert und deswegen müssen wir es jetzt ganz halt auch nochmal nachzocken. Ich überlege gerade, ob das war der Weg zu Imlerith war. Genau, also Imlerith, der andere war ja, den Ciri genommen hat. Ich glaube nichts außer den paar Dingern, genau. So, beim Zeichen waren wir auch schon oben, das ist also kein Problem, gut. Genau, und die Bauern, die würden glaube ich gar nicht so darstellen, wenn wir das richtig gemacht hätten. Da haben wir jetzt ein bisschen... Quatsch mal mit ihm. Willkommen. Okay, vermutlich geht es gar nicht mehr. Imlerith. Der hat zwar keine Waffe für uns, der Gute, aber er hat etwas anderes und man kann eigentlich sagen... Ein Ort der Macht. Magie, ja, Magie hat er. Nee, und zwar gibt es hier oben bei ihm, wie gesagt, keine Waffe für uns, aber dafür etwas, eigentlich sogar viel Geileres. Ja, und hier hat irgendwie Succubusse noch, aber natürlich sieht man die nicht mehr. Da haben wir Imlerith total verkult. Eine magische Eichel. Und diese magische Eichel könnten wir den Bewohnern geben, damit sie den Baum noch neu pflanzen können und so weiter. Aber der Baum bringt uns selbst, oder sprich die Eichel bringt uns selbst viel, viel mehr. Wieso? Das zeige ich euch gleich, muss mal gucken, weil wir finden hier auch noch eine Truhe mit geilen Sachen drin. Digga, wo war die jetzt schon wieder? Ich erinnere mich noch, dass ich die in der ursprünglichen Folge 97 gesucht habe.
Und ich dachte so, nee, kann wohl nicht sein, wie das Auto so lang, wieso finde ich hier nichts bei Imlerit, weil ich echt dachte, okay, da gibt es irgendwas Geiles, eine Waffe und so weiter. Aber nee. Und nur das gerade. Egal. Wir haben hier einen Ort gemacht für einen Skillpunkt. Und diese Eichel, die verschafft uns ebenfalls Skillpunkte. Achtung, Leute. Genau, 2 weitere Skillpunkte durch diese magische Eichel. Krass, wa? Lass mal gucken. Ah ja, genau, weiß gerade wieder, wo es war. Was wir damals nicht gemacht haben, wo wir gegen Imlerit gefallen haben, ist hier runter zu gehen. Das war hier der richtige Weg, ich glaube schon. Ich glaube, hier hinten war die Truhe irgendwo. Ah, genau, da ist sie. Und wir finden die vikuvarische Klinge, Banada Brustpanzer, Schema Jägerhose, Mondstaub, geil. Mondstaub, neue Bombe. Alchemie for the win. Das war der weiße Honig. Ja, das weiß ich genug. Machen wir einen davon, gut. Verbessert der weiße Honig plötzlich jetzt. Okay, zack. Mit Alkoest. Oh, müssen wir noch herstellen. Ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Wir müssen einfach alles mal herstellen. Wir können nachher noch gucken, was wir brauchen, was nicht. Aber zu viel herstellen kann nicht schaden, weil vom Tragen her und so ist eh kein Problem. Das hat nur Einfluss auf unser direktes Inventar, sprich Rüstungen, Schwerter etc. etc. Mondstaub, Flieg und Sieg! Ne, war ein Mondstein. Sonst momentan noch nichts. Ich glaube, es war wirklich so, dass wir noch nichts hatten. Das kommt auch erst später. Okay, okay. Hatten wir hier noch was Neues? Nö. Jetzt hier eine Variante. Die Punkte. Da fehlt uns noch etwas. Genau, jetzt haben wir eine neue Stufe. Jetzt kommt hier noch ein blaues Mutagen rein. Ja, ich kann den noch so haben, dass ich halt eins, also später halt den grünen so belasse. Die gelben hier kommen weg, die brauchen wir eigentlich nachher nicht mehr. Dann haben wir 3 auf Alchemie, weil ich mal einen Trank, wie heißt es schon wieder, Trank der Lehrung, glaube ich, kann man herstellen mittlerweile. Um mal das Skillpunkt zurückzusetzen, dann machen wir halt eben 2 Bäume mit Magie. Vielleicht sogar hier oben 2 mit Magie oder hier unten. Und einen noch mit direkten Angriffen und so weiter. Wenn ich unbedingt vor dem Fight gegen Ding haben will, also sprich vor dem Fight gegen Eredin, dass wir hier hinkommen. Wirbelschnell Angriff, habe ich mal gesehen auf YouTube. Ein anderes Video, Alter, der Skill ist echt geil. Das wäre echt krass, ey. Dann sehen wir vorbereiten. So, wir haben jetzt hier alles, Leute, wir können wieder abziehen. Bringt nichts mehr an den Rest. Das war die magische Eichel, 2 neue Skillpunkte. Und mit Avalach, Sire helfen. Ne, machen zuerst das mit Yennefer. Damit Sire, damit Avalach sind wir soweit durch. Können noch ein paar Sidequests machen. Also Sidequests, ja, gehört auch zur Story dazu, oder? Und das im Staatsresort, die Quest, damit Dijkstra. Mit Radovid. Können wir das soweit auch mal abschließen. Wegen Radovid noch ganz kurz, wie bereits erwähnt, ich habe jetzt mittlerweile noch ein paar Romane gelesen, sprich vor allem die Kurzgeschichten plus die ersten 2 Romane, also das Erbe der Elfen. Das Blut der Elfen, ne, Erbe der Elfen plus, wie ist das andere schon wieder? Dame vom Seeberg bestellt. Zeit der Verachtung, glaube ich, war das 2. Buch, genau. Gelesen und ja, ich muss zumindest sagen, ich verstehe jetzt mal die ganze Rollen und Definitionen und so weiter und die ganzen Bezugspunkte zwischen Ciri, Geralt, Triss und Yennefer schon mal viel, viel besser und vor allem Geralt selbst auch. Und ganz ehrlich, wenn wir hier jetzt nach einem Buch spielen, ich glaube, die Radovid-Quest, die können wir einfach nachlesen und fertig, weil Geralt ist nicht der Typ, der sich da groß einmischt, wirklich nicht, vor allem politisch nicht. Oh, da ist der Hansi. Ja, Hansi, genau, war ja hier. Dann zuerst ein Sarah, aber die ist wo ganz anders, die war ja in Novigrad, war. Und, ja, was wollte ich noch sagen, um mich nicht irgendwie verhaspeln, ein paar Neblinge da, naja, sollen die mal. Was vor allem das mit Staatsressort und so mache, vor allem deswegen, weil es bezieht sich ja auf Witcher 2 und die ganzen Ereignisse seitdem. Also Geralt wird hier, denke ich mal, von den Entscheidungen her schon so weit beeinflusst, dass er
schon irgendwie anders ist als in Romanen. Das irgendwie schon, zumindest die Möglichkeit dazu. Nein! Wird abgeschlachtet? Naja. Ist von dem eigentlich also interessant, von dem her vor allem, ob jetzt Geralt wirklich derjenige ist, also dargestellt wird wie im Buch, in den Romanen, oder aber so wie wir ihn aus Witcher 1 oder Witcher 2 gezockt haben. Von dem her die ganzen Enden und so weiter, natürlich mit Triss oder mit Yen oder mit beiden, beziehungsweise gar keine, die sind schon sehr interessant. Was denn? Zeig mir was. Übrigens ja noch ein gutes Thema. Die kovarische... Hä? Willst du uns verarschen? Das ist auch zufällig. Hä? Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Weil wo ich da ursprünglich in Folge 97 hier war und das geholt habe, dann war das aber nicht die vikuvarische Klinge dort, sondern irgendwie die Zwergenklinge. Da hatte gerade zuerst vom Namen her, aber okay, aber jetzt vom Schaden. Weil die Zwergenklinge ist viel stärker als unser aktuelles Schwert. Aber wie man sieht, hier Schaden minus 21 und so weiter, ist überhaupt nicht stärker. Moment, nicht, dass ich hier was falsch mache. Bis dann. Nicht, dass ich hier was falsch mache. Der Brustpanzer ist mir klar, der war schon immer so. Also auch beim letzten Mal schon so. Sowieso schwere Rüstung war auch nicht, aber die. Weil ich weiß noch ganz, ganz gut, wo ich nämlich die Waffe abgelegt habe, weil es eine Winterklinge ist ein Geschenk von Krach. Die halt eine Truhe abgelegt habe. Und dafür die Zwergenklinge angelegt habe, dass es eine andere Klinge ist. Interessant. Was denn? In die falsche Truhe habe ich nicht genommen, das ist garantiert die gewesen. Zeig mir was. Interessant. Kann ich nicht anders sagen. Übrigens noch ein bezüglich, was ich noch erwähnt habe. Oh, 5% Schadenverbrennung, geil. Erwähnt habe bezüglich Triss und so weiter, Yen, die ganzen Geschichten und so weiter. Bis dann. Also reparieren natürlich noch ein Trottel. Was denn? Zeig mir was. Das, was man erwähnt hatte, bezüglich halt, naja, wenn man halt Yen und Triss die Liebe gestehen würde, was dann passiert. Das passiert auch hier während der Quest von letzter Vorbereitung, also während dieser Hauptquest passiert das und ja, es ist noch faszinierend. Kann durchaus so sagen, es ist faszinierend. So, also reparieren bitteschön, dankeschön. Handeln, vielleicht noch Zutaten, falsche Handwerk, kannst du überhaupt etwas? Gut, ihr könnt Schema und so weiter machen, brauchen wir momentan alles nichts. SD, nur Geselle, ach du Scheiße. Kann natürlich nicht viel machen, die Schemen haben sowieso mir dabei, aber bringt er ja nicht viel. Zumindest nicht viel ein. Na, dann stärker Stahlwaffen mal, wa? Bremer Vorderkling, ja, kann man machen. Aber gut, habe ich jetzt vielleicht noch irgendwie im Handel etwas? Achso, zerlegen. Hatte gerade wieder reparieren. Nee. Ja, natürlich ja noch ein paar. Hier ist halt das Silberschwert. Da klingt schon mal geil. Fragen wir natürlich gerade, haben wir das schon? Aber ich denke mal weniger. Also vom Preis her. Skellige 7,54. Da muss man aufpassen, sonst bald mal keine Kohle mehr. So Runensteine selber herstellen können. Krass. Teilweise echt. Ja, teilweise aber echt teuer. Rüstungsdurchbohrung, 2% Chance. Da sollte man ja langsam endlich mal darauf einstellen, gehe ich hier auf Verbrennen oder mache ich was anderes und so weiter. Naja, egal. Da ist doch noch etwas. Nee, oder? Ich habe mich auch gewundert. Bis dann. Neue Schemen, geil. So, vielen Dank, mein Herr. Nicht so was kann das Ganze ja nicht. Eine Erfassung eines Schwertes. Ja, denk mal, von sogar das Silberschwert, was wir dann irgendwie noch ein besseres brauchen. Aber man sieht es auch an der Stufe, benötigt Stufe 16, ist nicht gerade sehr weit, und Stufe 20 auch nicht, also an dem her. Na, mir egal. Genauso wie hier die Händler. Gwendel.
Schema Glanz. Glanz und Gloria. Wilner Langschwert. Kuvirisches Entermesser. So, jetzt reicht's aber. Das haben wir hier als abgeschlossen. Weitere solche Orte macht suche ich noch nicht. Das mache ich erst später. Das denke ich sogar nach Staatsressort. Weil die müsste ich erst noch suchen gehen. Und die waren beim Baron. Das war die meisterliche Rüstungstanze. Da gehen wir dann später auch mal. Jetzt aber erst einmal, ja, hier hin. Wir gucken uns den nächsten Part die Quest mit Yen an. Und so, wenn es natürlich um sie und Margarita geht. Hey Daniel! Noch mehr Treibgut aus dem Hilfe. Rette mich. Du würdest einen guten Seemann abgeben. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Okay, materielle Welt, materielles Mädchen, merke ich mir. Wir können uns mal Yen vorschlagen, wenn wir wollen, dass sie uns die Eier brät. Ah ne, vorher war ja Triss-Spezialgebiet, aber ich glaube, Yen macht da auch keine Ausnahme. War noch witzig, weil vor allem, wie sie kennengelernt haben, Yen und Triss. Aber egal. Ich habe schon mal erwähnt. War. Wie gesagt, kann es sein, dass ich mich da wiederhole. Ich weiß nicht mehr, was wir im letzten Part schon gequatscht haben, was noch nicht. Ich gucke gerade noch wegen Alkohol, und natürlich zu wenig war. Kann ich sicher mal wieder mal selber herstellen. So, meditieren wir ganz kurz. Um wieder alles aufzufüllen. Dankeschön. Donnerüberlegene Schwalbe haben wir. Mr. Kartesch haben wir auch. Ja, wieso nicht? Passt. Und dann, Freunde, schauen wir im nächsten Part, wie wir mit Jennifers Hilfe Margarita befreien können. Bis dahin, ciao zusammen!